Deadpool eröffnet Superheldenfilmjahr 2016 und Deadpool erzählt die Geschichte von Deadpool bzw. von Wade Wilson, der an Krebs erkrankt und er versucht geheilt zu werden und er schließt sich da so einem Experiment an und durch das wird er nachher zwar geheilt, schlussendlich aber in seinen Worten. And completely No. unfuckable. Und im Film geht es dann darum, dass er quasi Rache möchte an dem, wo ihn zu dem gemacht hat, was er dann geworden ist. Deadpool ist definitiv etwas anderes. Es ist ein Superheldenfilm, der R-rated ist. Das ist das zweithöchste Rating in den USA. Das heißt, es wird geflucht und poppt und Blut spritzt und alles hier. Und das gilt schlussendlich wirklich ein super lustiger Film. Einerseits mit vielen cleveren Sprüchen, wo er Anspielungen macht auf X-Men, auf Marvel, auf Filmstudios und auch auf seine vorherige Erscheinung. Er ist ja bei X-Men Origins Wolverine schon mal vorgekommen. Es hat auch einen Haufen so Pimmelhumor und so drin, aber irgendwie passt das zu dieser Figur. Es hat funktioniert da und es hat mich jetzt überhaupt nicht gestört. Ich habe noch recht oft ab den döfsten Witz müssen lachen, aber irgendwie in diesem Kontext funktioniert es irgendwie einfach. Es wird ja nicht nur gewitzelt und gescherzt, aber vor allem natürlich das. Aber es hat auch Action-Szenen und die sind wirklich sehr gut vom Tim Miller umgesetzt. Der hat noch nie Regie geführt bei einem Film. Er war vorher bei den Visual Effects, also bei den Spezialeffekten tätig gewesen. Und das ist recht beeindruckend. Es hat keine blöde Shaky-Cam oder so. Es hat visuellen Humor, der gut überkommt. Also da kann man wirklich nicht viel sagen. Kommen wir noch schnell zum Casting. Der Ryan Reynolds ist wahrscheinlich der perfekte Deadpool. Er selber hat die Vergewaltigung vom Deadpool sozusagen bei X-Men Origins Wolverine schon gespielt. Er ist aber selber auch nicht so zufrieden mit dieser Figur. Er hat den Film, den er jetzt endlich machen konnte, eigentlich schon seit über 10 Jahren machen und das Studio hat nie gesagt, ja, machen wir. Und dann haben sie mal ein bisschen Geld bekommen, um so eine Test-Footage zu drehen, das dann vor etwa 2 Jahren, glaube ich, mal geleakt ist. Und die Leute haben so positiv auf das reagiert, dass das Studio gefunden hat, ja, okay, schau, da habt ihr ein bisschen Geld, jetzt macht da halt euer Film, ist uns gleich. Und jetzt hat der Film, glaube ich, schon mehr als das Doppelte eingespielt, als was er gekostet hat. Also es ist für das Studio jetzt auch ein rechter Erfolg gewesen, das Risiko einzugehen, das der Ryan Reynolds schon lange hat machen und seine Performance sitzt einfach voll. Er ist so gut als der Merc with a Mouth, wie er ja so ein bisschen in der Umgangssprache der Comic-Leute quasi heisst. Er hat Sprüche drauf, er hat das Physikalische drauf, er ist einfach wirklich ein super castet. Habe ich jetzt physikalisch gesagt? Wow, physisch meine ich natürlich. Auch die Morena Baccarin, ich glaube, so sagt man ihren Namen, die Vanessa spielt, so ein bisschen die Love Interest vom Wade Wilson, wie der Deadpool richtig eigentlich heisst. Und sie ist auch mega gut, sie ist sehr sympathisch und sie ist zwar schon ein bisschen nur die Love Interest, aber sie hat auch ihre Sprüche, die sie machen kann und sie hat auch ihre Momente und das habe ich recht geschätzt, dass da nicht einfach nur der Deadpool der cool Typ ist mit den guten Sprüchen, sondern dass auch andere mal so ein bisschen glänzen können. Apropos glänzen, die beiden X-Men-Vertreter, der Deadpool ist ja im X-Men-Universum angesiedelt, das ist der Colossus und Negasonic Teenage Warhead. Wow, wirklich, das ist ein Name. Die zwei sind cool, sie kommen recht wenig vor, das habe ich ein bisschen schade gefunden. Aber wenn sie vorkommen, haben sie wirklich auch ihre Momente. Und dann haben wir noch ein bisschen einen Schwachpunkt und das ist der Bösewicht, der Ajax, gespielt vom Ed Skrein, whatever. Der hat Dario Naharis gespielt bei Game of Thrones Season 2, 3, auf jeden Fall ist er nur ganz kurz vorgekommen, nachdem er nachher, auf jeden Fall ist er nachher dann recast worden. Und der ist irgendwie so flach und irgendwie, ja, er ist böse und ja, der Deadpool wird ihn abmurksen will und ja, Bösewicht da, fertig. Das ist alles und das habe ich schade gefunden, er hat so kein Profil gehabt, er war einfach so ein bisschen nichts gewesen. Und Gina Carano, die Angel Dust spielt, hat auch so ein bisschen nichts gemacht. Ebenfalls ein bisschen unglücklich ist teilweise die Struktur gewesen. Er springt hin und her zwischen Gegenwart und Vergangenheit und einmal gelingt das recht gut, wie das verwoben wird und einmal ein bisschen weniger, dann wirkt es einfach so ein bisschen zerstückelt. Schlussendlich bin ich mit Deadpool wirklich sehr zufrieden. Er ist super lustig, er hat gute Action-Szenen, der Großteil vom Humor funktioniert wirklich, er hat einen guten Cast, er hat eine gute Länge. Er ist wirklich einfach ein sehr unterhaltsamer Superheldenfilm, der nicht ist wie jeder andere, der Witz macht über alles, wo genau weiß, was er ist, genau weiß, was er möchte sein. Und für das kann ich nur meinen Hut nehmen vor dem Film und
meine Empfehlung aussprechen. Ja, Deadpool, der erste von gefühlten 100'000 Superheldenfilmen vom Jahr 2016. Der nächste ist dann Batman wie Superman. Ich habe mich sehr erfreut am Deadpool. Ich hoffe, ihr könnt ein Auge schauen und könnt auch ein bisschen etwas damit anfangen, weil ich bin wirklich ein Fan von dieser Art und ich finde, das sollte man auch unterstützen. Auf jeden Fall danke ich vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.